light do decay more slowly than stationary particles. As strange and counterintuitive as it seems, time dilation is a law of nature. Traveling close to the speed of light is a kind of elixir of life. Because time slows down close to the speed of light, special relativity provides us with a means of going to the stars. Ah, nie viel Mucke drin, Leute. Aber nervt schon. Ah, Wahnsinn, da gehen wir auch noch steil. Hallo, mein Du. Ah. Geht's mir jetzt zwischen da auf das Haus? Das mag ich nicht, ich brauche auch nicht zu shit. Komm gleich wieder.
Ups. Piep, 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 piep. Das war SOS. Ja, hi. Wir spielen wieder Pokémon. Heute mal ein bisschen. Ein bisschen ruhigere Stimmung auf diese Pokémon. Ich habe vergessen, mich zu untermutern. Was machen wir heute? Ich habe in der Zwischenzeit nur minimal Level gefarmt. Wir haben ein bisschen was zum Entwickeln. Auch unter anderem unser Shiny, was wir letztes Mal gefangen haben. Hahaha. Ich schenke mir jetzt nachher wie ein. Aber mach voll. Mach voll, eine Leute. So ist. Kann dich nicht hören, ist zu dunkel. Ah Mann, du fliegst da wieder in Dunkel, ich weiß weh. Sag's mir, wie es ist. So, Guinness. Streaming-Ansicht. Wonderfully. Was ist passiert? Ich habe eigentlich nur Kackerbisse gemacht. Hippopotas 29, Pikachu 31, Anton 31, Elava 36, Staralili 23 und Rosilia 32. Mehr ist nicht passiert. Genau. Man kann schon entwickeln, damit es auch nicht. Weil, was haben wir denn überhaupt vor? Missionsliste. Hinatsu. Den anderen Weg ist zu besänftigen. Drusilla. Okay. Sonst haben wir eigentlich nichts zum Erledigen. Na, da mit der Hauptmission weiter. So, Entschuldigung. Wir müssen hier hin. Ödnisbasis. Ich kann dich nicht hören, es ist einfach zu dunkel hier draußen. Es ist so dunkel. Diese junge Frau vorhin hat Mebesis Kartoffelmochi ja förmlich verschlungen. Wusstest du, dass Wächterin Yugao und Ursuluna auf Ursuluna reitet und dabei noch Schätzen im Boden graben lässt? Da hat Ursuluna wohl ein besonders feines Näschen. Okay. Folge dem blauen Signal. Wollen wir das jetzt schon machen? Danke schon. Ich brauche Ursuluna. Blaues Signal. Okay, wird schon. Wird schon. Hammer. Gut. Ach, da ist. Ha. Ich denke mal gut. Was soll ich denn überhaupt suchen? Ich habe schon gewusst, dass ich die Ische brauche, aber. Manu, und? Was mit Ursuluna? Konnte ihm helfen. Ich danke dir, aber wie hast du mich überhaupt gefunden? Ursuluna. Yep. Ah, wow. Die ich gegessen habe. Ja, die kann deinen Magen-Darm-Inhalt schmecken. Lecker. Bei mir gab es heute Hähnchen mit Mozzarella und Nudeln. Nice. Unglaublich, es muss tatsächlich der Nachfahre eines Pokémon sein, dem die Macht des ehrwürdigen Sinnohs zuteil wurde. Ich bin hier nun, weil ein Pokémon hat mich verfolgt und ich habe mir bei der Flucht den Fuß verstaucht. Vielleicht geschieht mir das nur recht. Da bist du ja. Hinatsu war dein Name, nicht wahr? Wie? Wächterin Yugao, hier, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich hielt dich für eine kleine Göre des Diamant-Clans. Es tut mir leid, wie ich dich beim letzten Mal behandelt habe. Was? Aber ich... Es ist weder deine Schuld, dass Dressala in Rage geriet, noch dass Ursaluna herumwütet. Im Gegenteil, du wolltest den beiden helfen. Dennoch wollte ich mir anhören, was du zu sagen hattest.
Was nützt schon meine ganze Lebenserfahrung, wenn ich mich so verhalte? Nein, es ist meine Schuld, dass ich mein Anliegen nicht richtig erklärt habe. Ursaluna hatte sich dem in Rage geratenen Dressella genähert und ist wohl durch dessen Duft außer Kontrolle geraten. Verstehe. Der Puder, der an Ursaluna klebte, stammt also von Dressella. Und was ist mit deinem Fuß passiert? Hoppala. Als ich Zutaten für Ruhegabe gesammelt habe, bin ich gestürzt und habe mir den Fuß verstaucht. Ich wollte die Galaktik-Expedition wegen Ursaluna um Hilfe bitten. Daher habe ich Jubeldorf besucht. Außerdem hat es mich interessiert, wie die Leute dort Items herstellen. Aber dann erzählte mir Professor Laven von den Ruhegaben. Also habe ich mich auf die Suche nach den Speisen gemacht, die Dressella gerne isst, um welche herzustellen. Das Wissen der Galaktik-Expedition ist wirklich beeindruckend. Ich würde gerne noch viel mehr lernen. Ja, tritt doch bei. Zuerst einmal müssen wir zusehen, dass sich die Lage beruhigt. Diam. Hast du etwa so ein wenig Vertrauen in mich, dass du alles im Alleingang lösen willst? Ach, wahrscheinlich ist auf mich als Oberhaupt wohl kein Verlass. Schließlich ist mir das ehrwürdige Sinnoh noch nie erschienen. Und die Situation mit Dressella hätte ich mir auch nicht im Traum vorstellen können. Hör zu, Mano. Ich bringe die Ruhegabe, die Hinatsu hergestellt hat, zum Bühnenkampffeld. Da treffen wir uns. Mach dir keine Sorgen. Mano wird Dressella ganz sicher beruhigen und dann ist alles wieder in Ordnung. Mano, begib dich zur Hoheitsstätte von Dressella, dem Bühnenkampffeld, und versage nicht. Um Hinatsu kümmere ich mich. Ich werde sie mit meinem Partner Bidifas sicher begleiten. Bidifas! The Goat! Okay, Kinas. I mean, how should I do this? Hä? Ha! Wie kommt man jetzt wirklich da oben? Ich vermute nicht so. Schauen wir mal das ganze erste Corner. Wanna become famous? Na, wir putzen. I don't wanna become famous. I'm already famous. Thank you. So. Hallo. Oh, ist das jetzt da ernst? Was ist mit dir, Rentier? Okay, greif mich. Da wird doch jetzt deine Zeit zu einer Knospe raufgekommen. Alter! So, wo muss ich hin? Blütenanhöhe, 300 Meter in die Richtung. Muss ich hinter mich? Da muss ich dorthin, wo ich herkomme. Schaut ihr mal, jetzt den nehmen wir schon mit. Der Tangela hupfen da mal nicht. Da ist noch ein verstecktes Item. Das kann man auch noch fangen. Zertrümmerer. Wenn es den hält. Zertrümmerer war schon nice. Wenn es den hält.
Wenn ich's doch hätte. Aber Tati, das wär die Idee. Dann fangen wir die an. Alle guten Dinge sind 3. Also ich hoffe doch, dass du drin bleibst. Tut es. Hallo! So. Müssen wir dort hinter. Ich schätze mal fast. Na, da kommen wir nicht weiter. Lauf! Oh Gott, na. So. Lügenkampffeld. Schatz, was müssen wir hier hoch? Was ist denn da? What is this? Hola, was ist hier los? Ich habe gehört, dass die Galaktik-Expedition einen sogenannten Pokédex erstellt. Den würde ich mir gerne mal ansehen, sobald er vollständig ist. What the fuck, was soll das? Dank der König und Königinnen können wir hier endlich ein normales Leben führen. What? Sein kann man bestimmt noch. Total fremde Charaktere auf einmal so randomly. Okay. So, das. Oh shit. Anton, du magst das schon. Wir machen das schon. Kann man sich da jetzt verstecken? Ja, tatsächlich. Okay. Das sollten wir ausnutzen. Ha! Ha! Die Pokébälle mag ich. Lauter Rihorn. Von jeder Eck. Ah. Ups. Oh, da ist er. Oh. Nette Idee. Ah! Überrumpelt! Level 45! Okay. Ist noch aber überrumpelt. Jetzt gib Obacht. Jetzt gib Obacht. Wollen wir es probieren? Please? Alpha Rihorn, ja. Easy Snack. Das war überhaupt kein Problem. Bester Spieler, ja, West. Sag ich dir, wie es ist. So, vordere Seller möchte ich unbedingt Starralili noch entwickeln. Ich muss jetzt auch nochmal Kampfesmute anschauen. Ding Paras. Ah, es glitzert so schön. Es glitzert so schön in meine Bauchnabel. Zack, bumm. Zeitpilz. Oh, Paras. Paras ist so.
Amore mit Motore? Motore mit Amore! Das sag ich dir. Du kennst dich gar nicht mehr aus. Wer mit wem und was mit wem und. Weißt schon? Mal lieber noch schnell mal. Ha! Blink, blink! Wow, Staralili ist schon. Ich weiß nicht, was das gefressen hat, aber es ist schon stark. Habe ich noch Leistungskeys umeinander liegen? Von Sachen. Yep. Ich finde es schade, dass man diese Fundsachen direkt da zurückgeben kann. Naja, kein Leistungssand dabei. Ansonsten hätte ich es noch ein pushen können. Wie weit haben wir denn noch? 144 Meter nicht mehr weit. Okay, wow. Hallo. Angreifen. Starre Lilly. Make it kaputt oder was auch immer. Oh, wow. Mäh. Mäh. Alter! Das ist ja der Wahnsinn. Das kannst du kaum verzögern. Das Kind steht keine Ziele. Mi Jung. Kann ich Beleber basteln? Yes. Thank you for the Beleber. Because my Star Lily don't leave. He's dead. He's dead now. Dann kann man aber einfach ein bisschen healen. So. Ich brauche die Power. Ich brauche die Kraft. Die Kraft, sie lebt in dir. Sie lebt in dir. Goldblatt. So, Geisterflämmchen, nehmen wir mit. Oh, wow. Was ist da jetzt? Ist das Scheiße jetzt? Es ist der absolute Abschuss. Ah, Flammenrad. Gib ihm. Boah, wie einfach der Giftstreich so viel Schaden macht. Als ob ich was für eine Wald. Legenden Arceus ist grundsätzlich immer so. Jetzt Pokémon, das wo da draußen am Anlauf, kann die klatschen. Jetzt so eine wilde Pokémon. Kann die so mitnehmen, dass der gerade zweierlei wird. So, Starralin ein bisschen drin. Hau ab. Aburmi! Ist was? Na, was? Fangen wir gleich. Nitze. Kein Burmi wurde gefangen. 10 Siedelbeeren. Ach, vom. Passt schon. Alles gut. Kramux. Oh no. Kramux ist eines von meinen Lieblings-Pokémon. So ist Kramux. Seine Weiterentwicklung. Kramchef, die wo da hinter umeinander schwebt.
ich gefangen da herum. Noch ein bisschen fangen da herum. So, haben wir jetzt das noch. Warum geht's zu? Ein Klarstein! Aber... Absorber, was ist ja. Badaboom! Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Irgendwie den Rahmen können wir, damit wir das Ding auch überraschen können. Oh, leck, Level 55 kostet eigentlich komplett den Arsch offen. Scheiß Matrosen noch. Egal. Oh no, 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 no. Kampfchef haben wir noch einen einzigen Eintrag. Scheiße. Schnell. Schnell. Ach so, am Tag kommt da natürlich Roserade. Alles klar, Kinder. Ha! Level 55. Nein, Level 50, okay. Trotzdem noch verflucht habe. Ja, normales Flammrad. Okay, macht Half-Life und Burn. Das ist schon mal ganz gut. Ich will es besiegen, weil das macht mein Blatt, wenn ich es nicht kaputt mache. Tschüss. Und die XP sind einfach zu gut. Zu gut. Oh, it's so schön. Dann ist er wohl mich. Ja. Ich will jetzt mal nicht so sein. Wir können das schon fangen. Okay, können wir nicht. So, was kannst du, Bumi? Käfertrutz. Das interessiert mich am feuchten Kehricht. Das interessiert mich einen feuchten Kehricht. Klasse, Mann. Burmi wurde gefangen. So. Wir haben jetzt dann gleich oben. Wenn wir geschwind ein paar Roselias besiegen und dann mal entwickeln und dann gehen wir zu der Dame. Das wird jetzt interessant. Oh. Da kommen wir ziemlich. Oh. Pokéball? Edit? Edit nicht. Okay, haut ab. Wie? Dummes Kackteil. Gib ihm. Da. Haben wir hier die Steckzäune auch abge... Weißt du magst da wieder kämpfen. Mal wieder eine Animation, so ein Luftschnitt. Die Attackenanimationen sind schon geil.
Oi, hallo? Und dürfen wir mal lieber nicht runter, du. Da komme ich nicht mehr hoch. Was ist eigentlich mit den komischen Blätterhaufen da? Haben die irgendeinen Zweck oder Deko oder ich weiß es nicht. Auch egal. Okay. Jetzt brauchen wir dafür, was ja alle gekommen seid. Pokémon Tweak halt. Leistungsuntermal. Na? Nicht steigern. So, warte mal, das hätten wir auch noch. Lapp. Neue Attacke. Inton. Weil die frische Tasten drückt? Ah ja, hab ich. Let's go. Ich mag das Quietschi. Warte. Doch, ja, doch. Igelava. Komm zu mir. Final Starter Form. Tonukto. Nice. Shiny Star Lily. Zu Shiny Staravia. Wow. Nice. So. Was müssen wir noch da? Attacken hochschauen, stimmt. Attacken verwalten. Konfusion kann man noch um. Nö, der aktuelle Form eigentlich nicht. Verschieben auch hier. Bestätigen. Genau. Passt so. Pikachu neue Attacken? Glaub nicht. Dönerblitz! Dönerblitz nehmen wir mit. Ich will den Dönerblitz haben. Der Reihenfolge noch mal kurz ein bisschen anpassen. Das ist doch grausam. Ist das. Entron. Haben wir gerade geschaut, aber da haben wir jetzt nichts Neues, was interessant war. Das passt auch. Turniptoe. Flammwurf. Nehmen wir auf alle Fälle mit. Yes. Staravia. Ruheort und Risikotackle. Die verdrückt mir aber. Ruheort möchte ich mitnehmen. Für den Stoß. Yes. Thank you. Dazu aber gerne noch verschieben. Aeros ganz umhat, Luftschnitt da ist zu Worts. Genau. So passt das. Und Roselia haben wir da noch neue Attacken. Gifthieb. Muss man schon mitnehmen. Giftschock. Yes. So. Movesets sind bereit. Finalkampf. Gehen wir mit Tonupto. Also Boss-Endgegner. Gehen wir mit Tonupto. Ich glaube, das ist das sicherste Call. Da geht's auch noch weiter da hinten. Und da geht's auch noch weiter. Ich muss nachsuchen. Moin, Meister! Moin! Na, da bist du ja. Und das heißt sicher, dass du bereit und entschlossen bist, oder?
Yesigi. Selbst in Rage ist Dressela eine anmutige Erscheinung. Dieser Kampf wird ein Spektakel. Ich hoffe, ihr müsst nicht auf uns warten. Achso, hoppala, falsche Stimme. Schaut, dank etwas Salbe geht es Hinatsus Fuß auch schon viel besser. Yugo, bitte verzeihen Sie uns, dass wir Ihnen und dem Perlclan so viel Ärger gemacht haben. Hinatsu hat versucht, alle Probleme im Alleingang zu lösen und sich dabei übernommen. Ihre Taten haben zwar einigen Ärger verursacht, aber letztlich handelt es sich in guter Absicht. Natürlich. Die Königin des Bergkampfs, Dressela, ist wie eine Tänzerin, ständig in Bewegung. Du solltest sie genau beobachten. So kannst du lernen, ihren Attacken auszuweichen. Genau. Wenn du immer wieder ausweichst, wird Dressela irgendwann müde und es wird sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Dann hast du Zeit, eines deiner Pokémon in den Kampf zu schicken und deine Stärke zu beweisen. Ich zähle auf dich. Okay, ständiges Ausweichen. Da freue ich mich aber. Gibt's da wieder einen Baum, wo ich mich dahinter verstecken kann? Ich frage für einen Freund. Ja gut. Bitte. Okay, erst einmal ein wenig studieren. Okay, wenn du Y drückst, um auszuweichen, bist du für einen kurzen Moment unverwundbar und kannst du den Attacken des Pokémon entgehen. Sollte dich ein Pokémon angreifen, weiche einfach im richtigen Moment aus, um keinen Schaden zu nehmen. Ich weiß halt nicht, was die Ische macht. Boah! Ach, jetzt langsam. So, zwei weg. Nein. Spring! Boah, Alter. Boah. No way! Da kommt der Dritte. Hallo! Boah, Alter. Spinnst du? Ah, Flammenwurf, Digi. Wirst du jetzt zurück? Nein! Oh! Ich weiß nicht, was kommt. Oh nein! Beweg dich, du Sack! Boah! Oh, da kommt noch mehr einer. Boah.
Ja gut, da pumpen sie ganz schön. Ich meine... Wirf drauf. Oh. Es ist ja easy. Easy Snack. Take the bullet! Ich hab's besiegt. Wow. Warum kriegen manche Pokémon mehr Erfahrungspunkte wie die anderen? Oh. Wiesentafel von Dressilla. Messi. Danke. Wirklich. Und du hast nicht nur Dressilla gerettet, sondern auch Hinazu. Erst hast du Ursaluna beruhigt und jetzt auch noch Dressilla. Du bist wirklich unglaublich. Ich bin so froh, dass Dressilla wieder ganz das Alte ist. So ist es mir doch am liebsten. Hinazu, solltest du dich nicht bei jemandem entschuldigen? Das ist schon in Ordnung. Wer so jung ist, handelt eben unüberlegt. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So steht es in den Ruinen des Trostes geschrieben. Diese Wahrheit hat uns sicherlich das ehrwürdige Sinnoh zuteil werden lassen. Das ehrwürdige Sinnoh? Doch selbst ich hatte sie vergessen. Zumindest bis mich die noblen Bemühungen eines gewissen Jemands wieder daran erinnert haben. Yugao, wir sind ihnen zutiefst verbunden. Hinazu, du musst nicht immer alles auf eigene Faust erledigen. Wir Wächterinnen und Wächter sollten uns auch auf andere verlassen können. Schließlich müssen wir ebenso eng mit Pokémon zusammenarbeiten. Das werde ich. Es tut mir leid. Wenn Yugao damit zufrieden ist, dann brauche ich nichts mehr zu sagen. Nur eine Sache noch hinazu. Du bist deinem eigenen Gerechtigkeitssinn gefolgt. Das heiße ich gut. Aber erspare mir bitte weitere Lügen. Ich brauche dich. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Hoppla. Sollte Dressilla wieder Hilfe benötigen, dann hilfst du ihm am besten auf offiziellem Wege. Trainiere gut, damit du darauf vorbereitet bist. Ja, verstanden. Hinazu, lass uns von nun an zusammenarbeiten, das Sumpfland zu beschützen. Ich werde Perla berichten, dass Ursaluna durch gemeinsame Hilfe der Galaktik-Expedition und des Diamantclans gerettet wurde. Oh, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, Manu. Heute haben wir uns alle die Hände gereicht. Für mich war es eine vergnügliche Erfahrung. Als dann. Leb wohl. Du weißt, wer ich bin. Diam, der Anführer des Diamantclans. Wir verehren das ehrwürdige Sinnoh, das über die Zeit gebietet. Die Zeit ist stets im Wandel. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass unser Zeitalter ein gutes wird, ohne uns vor Veränderungen zu fürchten. Euch zu helfen, fühlt sich irgendwie richtig an. Also, man sieht sich. Danke, Manu. Ich bleib noch eine Weile hier, um mit Dressilla zu reden. Was ist nur passiert, dass so ein liebes Pokémon wie du in Rage gerät? Aber sicher trage ich die Schuld dafür. Ich konnte dich nicht beschützen und habe zudem die anderen belogen. Ei. Krafttechnik gesehen. Jonas. Berichte Expeditionsleister Dembauko. Nö, jetzt noch nicht. Da willst du da ein bisschen drüber anfackeln. Ich hab mir was gesehen. Okay.
Bisschen Erz. Oh, da liegt Honig. Honig. Tschüss. Ich würde das gerne noch fangen. Jawohl. What, Ribby? Das war das erste? Wirklich? Na gut. Da ist einer weggegangen. Was ist da eigentlich? Fischis? Fischis? Mann, du, sind da Fischis? Dann auf alle Fälle zur Puse, zur Peize. Ah! Das Kopf weg, gell? 28. Ja, komm mal ob. Scheiß Viecher. Was haben wir da? Okay, nix. Nix! Einen Hauch von nichts. Okay. Krafttechnik. Atzbum! Ist ja XP farmen. Da kann das heute noch. Ah, gut, heute schaffen wir es leicht noch. Heute noch weiterentwickeln zu Staraptor. Hat's nicht alles für Säcke? Das ist so angriffslustig. Jupp. Bist du ein kleines Kackviech? Gib doch in Ruhe, mächtig große Leute mit nochmal besiegen. Du hast nichts mitgekriegt. Aha. Radium? Radium? Ich bin gar nicht da. Dreh einfach um. Dreh einfach wieder um. Turn around. Everybody. Oh, oh. No, 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 no. No, 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 no. Ich muss für hinten angreifen, weil wenn das Pokémon erschrocken ist und wir für den Ball auf seinen Rücken, dann kann ich zwar zu. Oh Gott, hau doch ab! Dann kann ich 2 Züge machen, was ich will. Weil dann das gegnerische Pokémon erschreckt. Ist erschreckt. Na, ja, ist nicht weit genug am Hinterkopf getroffen. Okay, gut, das lässt sich verschmerzen. Mach jetzt ein Tempo Flammenrad und dann einen Flammenwurf noch und hoffentlich langt's. Spoiler, ist gelangt nicht. Aber der nächste Flammenwurf gelangt. Flammenwurf hat auch wieder so eine coole Animation.
Leistungskies. Und der L-Bonbon. Warte mal. Leistungskies können wir auch verbraten. Vielleicht noch da. Das war da die. Na. Sein Spezialangriff weiter steigern. Und Level Bonbon L. Ah, Pflanz was da wie ist egal. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Endform schaut am geilen aus. Für alle 3 Shiny-Formen. Ah, mit dem blauen Balken da wieder. Das ist so scharf. Ah. Was? Ich meine. Oh mein Gott. In einem Nahkampf mit. Rückzug heute mal noch wegen der Prio. Und ja. Na, oh, schon wieder verdrückt. So schaut's gut aus. Mal schaut einfach mal ein cooler Vogel an. Ist er nicht beautiful? Ja, direkt godlike beautiful. Zack, boom, hi. Nice. Stein auf die Schnauze. Kann man noch ein bisschen was fangen. Nicht nur die ganze Zeit besiegen. Aber so weiter wie es. Er hat der Honig geworden. Oh wow. Oh Gott, das hat überhaupt keinen Bock auf uns. Ich hab absolut keinen Bock auf den Mann, du. Ja, du Sickel. Oh, da ist er von diesem Mobile. Habt ihr das Mobile gesehen? Den müssen wir haben. Was ist das? Ah, es ist nicht klein und stuffig. Oh, wow. Du kleiner Giftfrotz. Roselia. Okay, der geht in der Mitte vorbei. Easy. Okay. Ist da noch mal so ein Mobile? I think it is.
Ha! Uff, du so ein kleines Dingelchen umeinander. Cool. Mal wen auf Libis haben wir auch noch nicht. Oder zumindest nicht viele. 4! Nein! Was? Mir flasht das Spiel halt immer noch nicht. Möglich, Mischa. In Bezug auf was? Die vor allem Pokémon-Kämpfe, das weiß ich. Das hättest du schon mal gesagt. Mich flasht dieses Spiel noch immer nicht. Was ich voll verstehe. Oh Gott, nein! Tschüss. Ja, geht's mir ja neben. Das Gesamte ist nicht mehr meins, die Story ist mir zu trocken und hat keinen wirklichen Stil. Na, hat's nicht. Story ist... Willst du mich verarschen? Story ist auch ein bisschen schwach. Es wiederholt sich unendlich oft. Ist sei Fahrt. Und ja, Kämpfe und Fangen ist mir zu fad. Kann ich verstehen. Du bist ein reiner Pokémon-Spieler, der was spielt wegen die Trainerkämpfe. Die Trainerkämpfe sind aber mir zum Beispiel die letzten Jahre schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Warum? Weil es langweilig war. Genau. Deswegen ist das ja eigentlich für mich ist eine gelungene Abwechslung. Das einmal so zu machen. Voll Pokémon fangen, weniger Kämpfe, ein bisschen mehr. Ist jetzt so kleiner mal nachgekauft? Bist du doof? Ein bisschen mehr von allem. Ein bisschen mehr von dem, was bei Pokémon nicht normal ist. Ich kenne einige Pokémon-Fans, die das Spiel boykottieren, weil sie sagen, das ist kein Pokémon nicht. Es gibt da die Meinungen, die sagen, es ist an sich ein gutes Spiel, aber es ist für sie kein... See der Kühnheit. Okay, nice. Alpolo. Aus dem Weg gehen. Der kann wir da hinten noch. Golbat, Georg. Ja. Abwechslung ist ja für mich das kein Pokémon-Spiel. Es ist auch kein Pokémon-Hauptteil nicht. Das ist ein Spin-off, das ist dir bewusst, oder? Es ist kein Pokémon-Kanon-Titel nicht. Das ist dir schon bewusst. Es wird gehandhabt wie Pokémon Mystery Dungeon oder Pokémon haben wir einen nachgehört? Pokémon Pinball oder was Gott was. Es ist kein Hauptreihenspiel nicht. Das ist bewusst, oder? Es ist ein Spin-off. Es hat jetzt nicht voll mit den zukünftigen Titeln zum Deutsch bekommen. Das Spiel ist an Pokémon angelegt. Ja, genau. Ich sage ja. Es wurde ja offiziell als Spin-off angekündigt.
Ein neues Abenteuer. Im Endeffekt probieren sie, was möglich ist mit der neuen Engine und mit der Open World. Die nächsten Spiele werden vom Aussehen vermutlich in die Richtung gehen, aber vom Gameplay natürlich wieder ganz anders sein. Ach so, nö, dachte, das ist wichtig in der Reihenfolge. Nö. Pokémon Arceus hat einen ganz neuen Teilbereich aufgemacht. Der hat an sich überhaupt gar nichts mehr mit Schwert und Schild an sich zu tun. Auf gewisse Weise schon, ja. Aber offiziell ist es Spin-off. Überrumpelt. Es ist kein direkte Nachfolge zu Schwert und Schild. Das kommt Ende des Jahres, bin mir ziemlich sicher. Das haben sie sich schon wieder aufgehoben. So an sich finde ich es einfach toll, dass sie mal etwas Neues gemacht haben. Sie was Neues traut haben. Voll Spieleentwickler machen immer und immer wieder das Gleiche, weil es funktioniert. Und Game Freak hat endlich mal was Neues gemacht. Wenn man das dann findet, sagst du, die Meinungen gehen brutal auseinander. Für mich ist eine Offenbarung, wieder mal so ein Spiel zum Spielen. Du darfst sagen, ich kaufe es nicht, weil es überhaupt nicht mein Stil ist. Rauchbomben dabei. Ah, ich wollte gar noch was aufwerfen, du dummes Viech. Was schau her. Grüß. Okay, das bringt nichts. Ein Versuch wert. Okay, dann wurde es in meinen Augen overhyped. Pokémon wird immer overhyped. Schau, das Schwert und Schilder. Schwert und Schild war für einige, sehr viele das schlechteste Pokémon seit Schwarz und Weiß. Ich geh jetzt duschen, sonst riecht man sich. Viel Spaß, mein Lieber. Er dusche sich. 6 von 6 Tangela gefangen. Sehe der Kühnheit wieder mal. Da wollen wir aber noch nicht hin. Da tun wir noch nicht hin. Ich finde, dass Game Freak an sich wieder ein tolles Pokémon-Spiel zaubert hat. Mit dem, wo mich identifizieren kann. Blut! Hannelore! Hau doch ab! So. Nochmal von vorne. Es gibt der Alpha Venoflibis. Schnauz. So, weiter im Text. Pokémon Company hat mit dem Spiel voll richtig gemacht, aber was zukünftige Spiele angehen. Es hat eine deutlich schönere Open World in Anführungszeichen als die ganzen Vorgänger. Die Vorgänger hat es im Endeffekt keine Open World nicht gegeben. Ja, hat wieder nicht lang zum Erschrecken, ja, ist klar.
Okay. Ja, ich denke, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt. Und da freue ich mich, ehrlich gesagt. So. Bin gespannt, was dann in den nachfolgenden Teilen so rauskommt. Das tut weh. Aber das wird cool. Bin auf den neuen Titel gespannt. Ein Alpha Venus Libis gehört jetzt mir. Leistungssonder Epi-Bomben S. Was machst du denn jetzt du schon wieder? Da, Fries. Kraft. Putz es weg. Botas ist ein bisschen hinten an. Ich sei nachleveln. Da hupfen nur ein paar Tangela rum. Sonst nicht so viel. Ah, Togetic, als ob. Hallo Meister. Hat das jetzt so sehr Runden? Okay, wow. Das müsste doch mal richtig gut timen. Ha! I'm the master of disaster. Cool. Sehe ich. Sehe ich im Team. Oh, oh, oh. Anweisel. Da muss erstmal verstecken und unser Inventar nochmal ein bisschen aufräumen. Wir haben dann noch einen Leistungssond. Staraptor. Die Init. Haben wir noch ein bisschen EP-Boost. Dann gibt die Popota. Oh, kannst du wieder entwickeln. Das ist cool. Und dann noch mal gleich noch ein bisschen craften, dass wir noch ein bisschen was wegkriegen. So. Selbst davon. Selbst davon. Selbst davon. Zentnerbälle. Haben wir noch ein paar Schwerbälle. 10 Superbälle. Ja, und da machen wir noch ein paar. Da machen wir noch ein paar so Zentnerbälle. Das auch gut ist. Im Inventar wird ein bisschen zusammengeräumt. Schaut wieder gut aus, wieder ein bisschen Platz. Gipsy! Gipsy! Entwickel dich. Is it beautiful? Schon wieder eine neue Attacke steht zur Verfügung. Als man eh gerade 2 kriegt. Federstecken ist nice. Bis. Sonst noch was? Na. Okay. Ja. Und dann da die Attacken noch mal kurz sortieren. Das gefällt mir nicht ganz. So. Pferdestärken, Schlammbombe, Knirsche, Erholung. Cool.
Brauchen nämlich jetzt Tornuk Toe. Ja, genau deswegen. Aha. Ich hab keine Angst vor dir. Das war zu laut, Manuel. Zumindest haben wir bisher nach vorn geguckt. Das ist schon mal grundsätzlich nicht verkehrt. Ja, Digi, reicht auch wieder. Die um und geh. Wo soll ich putzen? Jetzt muss ich zuerst Paras weggepflastern, ist tut mir leid. So, Flammrad. Tschüss. Baba. See you later. So. Oxenberg, Radium. Radium. Ha! 61. Ah, leck mir am Arsch. Ja, probieren wir's. Ah, shit. Oh, Burn, okay, ist noch der unten tot. Rückzuckhieb! Ah. Leistungskies und DP-Bonbon in Leistungskies kriegt glaube ich wieder Tanupto. Leistungskies erhöht unsere Werte. So wie EV und DV-Training, das wo wir damals einmal gemacht haben, im Pokémon Schwert und Schild. Von Sachen. So. Da war noch so viel zum Erkunden. Es ist ja der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Aber wir dürfen schon langsam unseren Forschungsbericht wieder mehr geben, heißt das Gefühl. Ja. Das wir die nicht mehr lang haben. Was liegt da? Volltrefferling. Muss ich ja mal schauen. Was ist denn dies? Ein Blümchenfeld waren wir noch nicht. Ah, da ein Lil Minip. Toll! Königsblatt. Ah, ich bin amused. Oh, Patch, Jesus. Süß. Mehr Pachilisis. Achso, du haust jetzt ab. Alles klar. Dann später.
Beere, Vitalknosp. Knosps. Knopperlilminip. Nehmen wir mit. Was ist dies? War das auch schon? So, was haben wir dann bei denen für Aufgaben? Kleine Exemplare gefangen, gefangen ohne entdeckt zu werden. Exemplare gefangen. Besiegt, mit Nahrung gefüttert. Kann man das eigentlich einmal fordern, gell? Die Menge hat bestimmt Honig geworden. Tatsächlich. Mit dieser sowas? Siemelbeeren heißen die Dinge. Aha, die mengen es anscheinend ganz gern. Das wollten wir mit. Komm doch zu mir, wir können Freunde sein. So. Haha. Ah, Paras. Guter Paras-Käse. Ja, mal. Wir können mit die Schau aus 5 Kilometer Entfernung sehen. I mean, is this possible? How is this possible? Nehmen wir mit. Auf ich auch keine mehr mitnehmen. Ihr kommt bloß mal mit Inventar. Haben wir Janmas? Leute, es jammert mir jetzt ganz schön hier. Ich bin auf der anderen Inselseiten. Ja, Lil. Okay. Wie kommen wir auch wieder auf die andere Seite? Aber wahrscheinlich könnte ich schnell reisen. Aber wollen wir das auch? Ich bin einmal um den See umgegangen. Ja, ist eh klar. Jetzt ergibt das alles für mich einen Sinn. Hallo, nix. Tschüss. Hoppala. Hoppala. Ja, jetzt gefällt es mir schon wieder besser. Rihorn. Mama Rihorn. Ja, jetzt haben wir aber die... Keine Ahnung, was das sind. Netten Menschen. Das ist Diamantsiedlung. Aha. Würde wahrscheinlich kein Profit sein. Ha! Ich kann schneller reisen, das war jetzt nur mal im Kopf gerade. Wirklich beeindruckend. Ich habe gesehen, wie ein Licht in Riss im Raum Zeitgefüge verschwand. Du hast erneut ein Pokémon in Rage besänftigt. Nicht wahr? Das Rätsel darum, was dieses Pokémon überhaupt in Rage bringt, ist zwar noch nicht gelöst, doch du bist ihnen mutig gegenübergetreten und hast sie beruhigt. Das ist unglaublich. Jemand wie du könnte die Geschichten von Hisui für eine völlig neue Richtung lenken. Ich hoffe, du bist mir auch weiterhin wohlgesinnt, mein himmlischer Freund.
Also bis dann. Tschüss. Prof! Ja, ich habe 2, 3 Stück heute gefunden, glaube ich. Unter anderem 2 Alphas. Was? 15.000. Okay. Sarah Lily ist vollständig. Sarah Via Engel. Ja, haben schon ein bisschen was geschafft. Schaut's denn aus? Wir sollen jetzt darauf zurückkehren. Ja, da wurde mir die Entscheidung vermutlich etwas abgenommen. Ich muss jetzt mal über mein Wasserkrieger noch fühlen. Warum werden wir jetzt gezwungen, zurückzugehen? Das ist ja schade. Ihr habt das Mädchen also dank des Duftes meiner Mochi gefunden. Hm? Die Kartoffelmochi eines erfahrenen Meisters wie mir sind eben ohnegleichen. Dafür solltest du dankbar sein, wenn du heute Abend wieder in den Genuss kommen darfst. Aber solltest du nicht einmal den Boku-Bericht erstatten? Das Essen kann warten. Nein, ich darf vorher noch meine 1000 anbieten, okay? Und dann noch schauen, was heute Sonderangebot ist zu kaufen. Und dann demnächst wieder mal neue Pokémon mit aufs Abenteuer. Weg. Bälle wollen wir glaube ich wieder holen. So, Bälle muss man wieder holen. Was denn? Ja, schon so viel Stuff, dass das aus ist. Wie Pipon S, Feuerstein, Donnerstein, Mondstein, Kiesel und ein bisschen Sand. Ja, ist klar. Du kriegst ja noch einen Favoritenstatus, dass du mit der Studio herum auftauchst. Was haben wir eigentlich da schon wieder? Sachen. Verlorene Kenshi. Okay. Was haben wir gekriegt? Dankbarkeitspunkte. Okay. Was haben wir? Nichts Gescheites. Alles klar. Was hast du? Sei gegrüßt. Ich habe interessante Waren, ja, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Reisköder sind. Nein. Man muss nicht alles kaufen, was mir angeboten wird. Wieder einige Missionen abploppt. Schwierig. Die ist auch nicht da. Würde mir einen neuen Rang holen. Fix. Und ist es also gelungen, Drusilla zu beruhigen. Gute Arbeit. Manchmal bleibt der Galaktik-Expedition nichts anderes übrig, als gegen Pokémon zu kämpfen. Doch auch dann geht es in erster Linie darum, eine friedliche neue Heimat zu schaffen. Grüß Gott, mir wurde übertragen, Ihnen folgende Nachricht mitzuteilen. Einen schönen Gruß von der Hensheim Fuß. Übertragung beendet, vielen Dank. Sehr gerne, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns zu der nächsten Folge von Hensheim Fuß. Ein schöner Gruß. Und du kommst aus dem Riss im Raumzeitgefüge herabgefallen. Und es waren Blitze aus eben jenem Riss, welche die Pokémon in Rage brachen. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Um zu beweisen, dass es keinen gibt, müssen wir vielleicht den Riss selbst untersuchen. Oh no! Wir müssen uns in Schlitzausschau. Entschuldigung.
hören wir jetzt auch selbst wieder vor Ort. Hallo Mandu. Willkommen im Tal der Hennen. Sie sind alle schlecht zu Fuß. Ja, habt ihr meine frischen Kartoffelmochi? Achtung, sie sind noch heiß. Ah, wonderful. So lässt sich's aushalten. Vorzügliche Kartoffelmochi in guter Gesellschaft, die Besprechung der Forschungsergebnisse und zufrieden ins Bett fallen. Was will man mehr? Irgendwie läuft jeder Tag gleich ab. Bringt uns das auch wirklich bei unserer Forschung weiter? Oder dabei, uns hier ein Leben aufzubauen? Hallo Mandu! Hier, das wollte ich dir noch geben, Manu. Mit diesem Item kannst du für ein bisschen Aufregung sorgen. Knollkugel. Mach dir keine Sorgen. Wenn du dir nur vertraust, wirst du deinen Weg finden. Das ist mein Motto. Wir müssen nur Vertrauen haben, dann werden wir es ganz bestimmt irgendwann schaffen, den Pokédex zu vervollständigen. Bekommen morgen My Collector's Edition von Horizon. Ich weiß, wer die nächsten 2 Tage Urlaub hat. Am nächsten Tag. Morgen. Ich habe große Nötige. Ich arbeite jetzt im Friseursalon hier. Endlich bekomme all den Genuss meiner eigenen authentischen Haarkreationen. Meine Pflicht als Dressellas Wächterin lasse ich dabei natürlich nicht außer Acht. Ich habe nur ein zweites Spannbein. Spannbein. Besuch mich doch mal im Friseursalon. Du wirst deine Haare kaum wiedererkennen. Im positiven Sinne natürlich. Ich bin froh, dass Saba jemanden gefunden hat, der den Friseursalon weiterführt. Expeditionsleiter Denboku, wegen der Sache mit Ursuluna. Wer in Jubeldorf arbeitet, ist ungeachtet seiner Herkunft Teil unserer Gemeinschaft. Ich heiße dich willkommen, Hinatsu. Ja! Manu, ich gehe zum Strand des Aufbruchs. Folge mir. Ja, Sir! Was wird's denn jetzt? Diese Leute hier sind frisch in Hisui angekommen und werden uns mit uns allen in Jubeldorf leben. Genau wie die Galaktik-Expedition am Strand des Aufbruchs an Land ging, wird auch für euch hier ein neues Leben beginnen. Ich habe gehört, dass es hier in Hisui-Region nur so von starken und furchterregend wildenden Pokémon wimmelt. Aber die Galaktik-Expedition soll sich bestens mit Pokémon auskennen und ihre mysteriösen Kräfte nutzen, um Jubeldorf zu führen? Das stimmt. Diesen Ruf haben wir wohl Mano hier zuzuschreiben. Er gehört unserem Forschungstrupp an. Es ist der Zusammenarbeit aller Mitglieder zu verdanken, dass Jubeldorf so prächtig gedeiht und uns als Heimat Hisui dienen kann. Jawohl, wir werden helfen, wo wir können, Herr Expeditionsleiter. Okay, nice. Dank der Pokémon-Untersuchungen des Forschungstrupps vergrößern sich auch die Gebiete, in denen wir sicher operieren können. Und das wiederum macht es erst möglich, Neuankömmlinge bei uns aufzunehmen. Aber ich muss schon sagen, Manu, du magst Pokémon wirklich sehr, nicht wahr? Siki! Viele unserer Mitglieder wurden bereits von Pokémon angefallen und trotzdem hältst du an deiner Sympathie fest. Für sie fest. Ich schätze, das ist eine nötige Eigenschaft für Mitglieder des Forschungstrupps. Vergiss trotzdem nicht, dass Pokémon furchteinflößende Wesen sind. Egal, ob wir nun ein Leben an ihrer Seite führen wollen oder nicht, wir müssen uns mit ihnen auskennen. So wo ich den Boko heiße, wenn es sein muss, werde ich auch drastischere Maßnahmen ergreifen, um Jubeldorf und seine Bewohner zu beschützen.
Expeditionsleiterin Boko. Perla vom Perlenkleid ist hier. Ich denke, ich weiß, warum sie hier ist. Manu, schau dir selbst an, wie sich Jubeldorf durch die Arbeit des Forschungstrupps stetig verändert. Und komm anschließend in mein Büro. In mein Büro! Ja, und jetzt topfen wir runter miteinander, oder was? Ich weide wieder. Aha! Es ist Team dabei. Haben sie nicht alle schnuggelig? Das kleinste ist Brasilia. Das größte ist Hippopotas. Von der Gesamtmasse. Sweet Carolina. So, Kinders, Abfahrt! Ich kann mir mich teleportieren, ja. Abfahrt! Was ist das? Möchtest du Bonbons kaufen? Aha. Ah, ist klar. Man kann jetzt schon XP-Bonbons kaufen. Magst du gute? Jetzt holen wir uns erst mal unseren neuen Rang an. Ich erkenne deinen Fortschritt. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. 5. Nun bist du offiziell ein 5-Sterne-Mitglied der Galaktik-Expedition. Du kannst nun Flügelbälle einsetzen. Ab sofort werden dir Pokémon bis Level 65 im Kampf gehorchen. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. Das hier solltest du auch noch haben. Diese Anleitung wird dir sicher von Nutzen sein. Flügelbälle. Du musst den Pokédex weiter vervollständigen, wenn du im Rang aufsteigen möchtest. Ach nie, ist klar, ne? Wahrscheinlich Hand ist Weiterentwicklung für die Fiederbälle. Schätze jetzt mal ganz schwer. Schätze ich jetzt mal ganz schwer. Und wenn nicht, dann habe ich mich leicht verschätzt. Okay. Du hast also die Pokémon im roten Sumpfland erforscht. Gut gemacht. Als nächstes wirst du dich ins Kobold-Küstenland begeben. Küstenland? Oh. Ich sag's dir gleich vorweg, dass du dort vergeblich einen Königin oder Königin suchen wirst. Warum? Lass mich etwas genauer ausführen, Manu. Es gab dort mal einen König, bis es dann vor wenigen Jahren zu einem tragischen Unfall kam. Der König verlor dabei sein Leben. Und now he's dead. Ja, noch ich gekriegt. Oh ne, Lauchen vor 6 Minuten. Oh, das ist schlecht. Zu langsam, oder? Ich glaube, das habe ich jetzt übersehen. Scheißen. Sorry, Nati. Weißt du, das siehst, sorry, Nati. Nun geht aber die Kunde, dass man habe an seinem ehemaligen Aufenthalt so als seltsame Schattengestalten gesehen. Damit noch nicht genug. Mitglieder des Sicherheitstrupps und des Produktionstrupps sollen beim Sammeln von Materialien auf der Feuerspeiinsel von einem Gespenst attackiert worden sein. Solche fürchterlichen Zustände dürfen wir an einer hohen Stätte auf keinen Fall zulassen. Aber unsere Wächterin im Kobold-Küstenland ist gewissermaßen verhindert. Du kannst dir sicher schon denken, was meine Anweisungen sind. Nimmst du dich der Sache an? Ja, Sigi. Ich werde im Kobold-Küstenland auf dich warten. Die Landschaft dort ist wunderschön. Es tut mir leid, dich zu einer verquerten Situation konfrontieren zu müssen. Manu ist ein fähiges und fleißiges Mitglied der Galaktik-Expedition.
Diese Aufgabe kann ihm ohne Sorge anvertraut werden. Stimmt. Immerhin hast du es auch geschafft, den König des Waldes zu beruhigen. Du hast mein... Verzeihen? Was? Als nächstes gilt es, das Kobold-Küstenland zu erforschen. Eine deutlich längere Strecke als zuletzt ins Rote Sumpfland steht dir bevor, wappne dich also. Mit deinem Rang solltest du ohne weiteres ins Kobold-Küstenland aufbrechen können. Du kennst deine Mission. Erforsche die Feuerspeiinsel. Feuerspeiinsel! Motherfucker! Was willst du? Du bist doch Forschungstruppsmitglied, das sich im Roten Sumpfland bewährt hat. Dich habe ich gesucht. Meine kleine Schwester Mina ist für ihre Arbeit beim Sicherheitstrupp im Sumpfland gegangen, aber nicht mehr zurückgekommen. Und nun ja, da du bereits diese Hinatsu im Sumpfland ausfindig machen konntest, hätte ich gehofft, du könntest mir auch Mina wieder zurückbringen. Wir folgen ihrer Fährte. Ihr Lieblingsdoschendirchel. Bestimmt hat's da schon eingeschneit, du Ohrreidig. Und du Salina musst das jetzt in den Hosen aufstopfen. Ja, bitte. Schamst euch gar nichts. Du Elendige. Ich hab uns Inventar nochmal um 5 Plätze weiter, gell? Ja, so viel Money in der Bank, da fällt gar nichts. Machen wir noch 3. $6.000, jetzt wird schon langsam grob. Noch 2. Noch 1. Okay, jetzt reicht's. Das kann man nochmal weiter da. Ja, wie viel Gold möchtest du noch von mir? Allah. Na, das da. Da tun sie sich nicht runter. Was haben wir da noch für Missionen? Ein prächtiger Pilz, seltenes Ponita gesichtet. Den mag einer. Weiter weiß ich, was passiert. Die wirksamen Kämpfe mit Pachirisu. Haben wir auch und wie man mit Pachirisu möglichst effektiv kämpfen kann. Ah, nimm mit. Machen wir also 3 Missionen und dann lassen wir es gut sein für heute. Nö, da war nichts mehr. So, ich wollte die Pokémon-Liste wieder mal ein wenig durchrotieren. Mei, da mal wieder so viele Aufgaben. Ich weiß ja mal im Wochen. Ich weiß schon. Jeder braucht mich. So viele Missionen. Und dann ist noch ein Team durchtauschen. Ah, ich kann jetzt mehrere Pokémon gleichzeitig freilassen. Okay, ich darf auf alle Fälle gerne mal Toxiquack mitnehmen. Für Entoron. Ansonsten Togetic da die gerne mitnehmen. Für Hippopotas. Und ansonsten, da muss ich in der Zwischenzeit irgendwo noch mehr aussortieren. Da ist sie aus. Ansonsten, da ist fast soweit lassen. Sollen wir Galopana mitnehmen? Nein, wir haben schon Feuer-Pokémon. Linara, Voll viele Pokémon haben wir jetzt mit Togetic auch. So eher nein. Trasla. Nehmen wir Trasla noch mit. So. Wieder mal bisher durchgetauscht. Durchgetauscht mit der Pokémon. Schauen wir mal gleich.
dass wir noch die Nebenmissionen machen. Und zwar seltenes Ponita gesichtet. Das machen wir noch nicht. Kämpfe mit Pachirisu. Möchte mehr darüber wissen, wie man mit Pachirisu. Erfahre mehr über die Anliegen von Hikuru vom Sicherheitstrupp. Dann machen wir mit das. Wo müssen wir hin? Da. Also ist es ja der. Ach, wenn das mal nicht Mano ist. Aber es ist wohl nicht verwunderlich, dich an diesem Ort dort zu treffen. Wohin führt dich deine Pokémon-Forschung als nächstes? Am Koboldküstenland. Ins Koboldküstenland also. Ach, die arme Rana. Wie sie sich wohl als Wächterin und König fühlen muss. Sogar bei uns im Perlglanz reißt mich so manch einer das Maul über sie. Hoppla, jetzt fange ich auch schon mit der Trascherei an. Bevor ich dich wieder zur Sache behellige, mit denen du gar nichts zu tun hast, verrate ich dir lieber etwas Feines. Unter den Pokémon gibt es Arten, die auf Kraft spezieller Steine reagieren. Manche Pokémon entwickeln sich mit bestimmten... Ja, Leute... Ja, ist gut. Erzähl mir nichts Neues, Mann. 2 Leistungssteine. Okay, deren schon mal nicht schlecht. Was ist das? Das war das neue Kobold. Nehmen wir dann jetzt dabei ins rote Sumpfland. Weil da ist jemand, der hat einen Auftrag für uns. Und da wären wir doch verzacht, ihn nicht anzunehmen können. Da ist er. Was ist los? Obwohl Kommandantin Belila mir ein strenges Trainingspensum aufgebrummt hat, läuft es mit den Pokémon-Kämpfen bei mir einfach nicht. Deshalb bin ich mit meinem Partner-Pokémon Pachirisu hergekommen, um zu trainieren. Aber ich habe einfach keine Ahnung, wie ich Pachirisu am besten kämpfen lassen soll. Du kennst dich doch mit Pokémon-Kämpfen aus, oder nicht? Kannst du mir zeigen, wie ich Pachirisu im Kampf am besten einsetze? Ja, Foto gekriegt. Ah, sieht man nicht. Meine Freundin liegt mit dem Kater auf der Couch. Ich war leider zu langsam zum Rauchen gehen. Süß. Kannst du mir bitte zeigen, wie ich Pachirisu im Kampf einsetze? Ja, kein Wasser-Pokémon dabei. Bitte zeige mir, wie man nur mit einem Pachirisu als Partner kämpft, damit ich von dir lernen kann. Darfst du nur Pachirisu bei dir haben? Oh ja, wo siehst du denn? Ja, ist so gut. Pokémon. Wo ist Saudrama? Tati, Frage. Ist Pikachus Weiterentwicklung auch noch so süß wie Pikachu? Raichu? Meine ganze Pachiri ist süß. Gott, ist so besonders? Ja. Ach so, immer sei Pachiri zu kämpfen. Nein. Nein, okay. Nope. Und Pichu ist auch nicht so süß wie Pikachu. Alles klar. Was treibe ich denn? Coole Augen. Geh mal, Funkensprung.
Ja, deiner sieht viel ausholen, das Ding. Oh, paralysiert. Oh, nice. Aber darf ich dir ein Geheimnis verraten, das da wäre? Für Geheimnisse bin ich aber jetzt am haben. Finde ich super Knöfte. Das ist sogar nochmal paralysiert, wie viel Lack kann man rein haben. Out! Ich zoome mich zurück. Unfassbar. Bla bla bla. Mehr Selbstvertrauen. Das finde ich gut. Aufgabe erledigt. Ich überlege jetzt seit der Entwicklung, aber ich kann kein hässliches... Aber ich kenne kein hässlicheres Pokémon wie den Starter, den du hast. Ich find's cool. Aber Londi. Was Londi? Londi? Es schaut aber eigentlich so aus, als das Trübsal blasen, das stimmt schon. Es schaut aber ein komisch aus. Aber allein vom Typing und so finde ich es eigentlich ganz nice. Also vom Typen ist eigentlich ganz cool. Es schaut aber eigentlich so, yo Bro, was geht aus? Hoppala. Was geht? Ja, was geht? So, Mission abgeschlossen. Nächste Mission. Es schaut ein bisschen aus wie Kreuzung aus Nacktmull, Nacktschnecke und Kaulquappe. Ja, und ist vom Typ Feuer. That's the real shit. Auf der Suche nach Plätzen. Vermissen Suche im Sumpfland. Genau, das machen wir jetzt einmal geschwind. Ursuluna. Aha, aha, gib mir nicht mehr. Ich müsste die eine Ische doch finden. Vermissen Suche im Sumpf. Suche im Sumpfland nach Mina vom Sicherheitstrupp, indem du auf Ursalina reitest und dem blauen Signal folgst. Ist jetzt bloß grün. Aber Londi. Tangulos. Der gute Alpenspross. Aua! Was erlaubt ein Strunz? Wo ist denn die Ische hingelaufen? Okay, Speedquiz. Welches Pokémon fällt dir als erstes ein, wenn du an das hässliche Vieh denken sollst? Nacktmull. Nacktmull. Es ist wirklich ein Nacktmull. Ist die dahinter? Oh no! Na, welches Pokémon findest du am hässlichsten?
Boah! Am hässlichsten. Jetzt schauen wir mal. Nein, ich habe keine Pokémon-Liste. Da ist. Haben wir verdruckt. Jetzt schauen wir mal. Was ist das hässlichste Pokémon? Meiner Meinung nach. Ja. Haben wir gleich soweit. Ich finde eigentlich sehr viele Pokémon sehr gut. Muss ich so sagen. Das hässlichste Pokémon. Ja, gut. Also bis Pokémon 500 gibt es nicht so viel hässliche. Zumindest keins, was mir jetzt sofort aufgefallen war. Warte mal, da gibt's aber was. Da gibt's was, das finde ich furchtbar. Das. Aber schauen wir weiter. Pokémon, die ich echt hässlich finde. Wie gesagt, gibt's wenige. Und da kommen jetzt die meisten davon. Das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm. Das finde ich noch schlimmer. Das finde ich unglaublich schlimm. Das ist auch total schlimm. Ebenfalls Rotz. Jetzt schauen wir mal, ob sich da noch was auftut. Hab's jetzt benannt. Somnia. Die lebende Gebärmutter. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das Design doof. Ich weiß nicht anders beschreiben. Ich finde es doof. Ich weiß nicht warum, aber mir gefällt es überhaupt nicht. Mosquito. Game Freak, what the fuck? Na. Warum? Why? Sag mal, Kami, ich weiß schon. Aber trotzdem, why? Was? Das geht schon wieder fast noch. Aber. Wenn da oben nicht so eine Burg drauf war und so 3 Schleichel aus dem Mai rausgeht, ich meine, das Ding war cool. Aber das weg und das da rum weg.
Was ist mit euch? Ich finde die ganzen Ultra-Bestien nicht cool. Das geht schon wieder fast. Aber das ist auch komisch. Und das ist der Oberabschuss. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Es sind die Pokémon, die ich hässlich finde. Schlimm. 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 Wir müssen mit die Romy. Da ist oben der Weg übergegangen. Also Ultra-Bestien für Pokémon Sonne und Mond finde ich sehr, sehr, sehr schlimm. Ansonsten direkt hässliche Pokémon, nein. Gewöhnungsbedürftig die meisten. Wo ist denn die Ische? Ah, da war was. Na, war Pizza. Ah. Mina! Ein Mensch, was ein Glück. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lange ich hier allein bin. Auf dem Rückweg ins Lager wurde ich von wilden Pokémon angegriffen. Ich konnte zwar fliehen, aber dabei habe ich mich hoffnungslos verlaufen. Weißt du, wie ich wieder zurückfinde? Du kannst doch mitgehen. Wieder geschieht. Und rennt in die falsche Richtung. Ja, genau. Oh je, beinahe hätte ich mich wieder verlaufen. Jetzt habe ich aber den richtigen Weg. Renn das Wasser sein. Stimmt, dort. Weil keiner schwimmen kann. Kann Bericht erstatten. Togetic. Erholung, das ist gut. Feenbrise. Erholung. Ist schläfrig. Aber Landi. Not so effective. Kraft und Technik. Oh, klingt nicht. Aber das reicht. Nicht mehr schläfrig. Aber jetzt klingt mein Feenbrise ja. Kann jetzt Pikachu so eine Bidifase in meinem Rutscher weg zementieren? Donnerblitzen? Sie wissen, was ich meine? Oh! Yep, kannst. Nein! Oh. Raufglitschen? Glitschen? Nope. Schade. Das gibt's nicht, der mir das noch erwischt. Freu mich. No. No. Schwimm, schwimm. Boah, jetzt war ich schon fast wieder das Wasser eingerannt.
Da ist Brook. Vor dem Wasser musst du wirklich Angst haben. Was hat er? Dieses anmutige Pokémon. Lady, was ist los? Namens Roselia. Ja, das können wir machen. Ah, ich habe noch nicht vervollständigt. Drauf! So. Wir gehen mal schön nach Jubeldorf zurück und erledigen noch unsere Aufgabe und dann machen wir Schluss für die. Ich will noch ein bisschen aufs Couchy. Kennen Sie das Couchy? Das ist gut. Wo ist denn der? Und da haben wir Gagasip. Ach, der ist in der Bude. Stimmt. Lauf! Lauf! Flieg los, mein kleiner Freund. Yep. Ja, ja, bisher Belohnung. Das finde ich toll. Ja, das finde ich ganz toll. Sternstab. 15.000. Wupp, wupp. Hauptsache Sternstab bringt Money. So. Leistungssond. Staraptor. Zwar auf Angriff. Da haben wir noch ein Bußen. Jetzt mit dem Leistungskies. Okay, kann man aber Werte boosten. Da haben wir dabei nicht. Da haben wir dabei nicht. Legen wir mal es in die Kiste. Das ehrwürdige Sinnoh. Der sagte. Der Satz, der geht mir schon ein bisschen auf Neben. Das ehrwürdige Sinnoh. Ach, ihm wohlgeweiht die Leute sind. Hocheilet, weit und geschwind. Goodie! Schauen wir mal hinaus, ob es Neues gibt. Oh, da haben wir Massenbegegnung für Wadribi. Schnell! Das macht man jetzt noch mit. Das ist nix. Ja. Wo ist eine Massenbegegnung, genau? Da oben. Da können wir ja verreisen. Direkt links von mir. Ah, da schaut's her. Ein massiver Auflauf von Pokémon. Gut. Seit wann greift vom Wadribi so? Ja, das war gut, Manuel. Noch eins für die Mami. Jetzt nicht mein Ernst.
Da kann man jetzt so richtig schön abfeiern. Und ich wirf einfach und der Ball auf das Pokémon. Nachspawnen? Okay. Sind verschwunden. Das war unsere erste Massenbegegnung. Von Pokémon. Howdy! Der Krauteter. Grüß Gott. Mein lang braucht zum Lesen. Sorry. So. Dann war's das mit der ersten Massenbegegnung. Nice! So. Gehen wir mal zurück. Nochmal kurz noch die Pokédex-Einträge aktualisieren und dann habe ich so, bitte was gesagt ab auf Couch. Watery Pips. Watery Pips. Ein neu registriertes Pokémon, da freue ich mich aber ganz. Da war nix. Er hat zwar mitgekriegt, dass da einen Trick gibt mit Shiny-Handen und Massenbegegnungen, aber damit habe ich noch nicht genau befasst. Muss ich noch mit da bis zum nächsten Stream. Danke jetzt schon. So. Alles rein in die Box. Und dann. Okay, Trassler entwickeln wir noch, oder? Ah, Trassler machen wir noch. Ey, das kehrt sich noch. Trasse entwickelt sich zu Kirlia. Sweet. Like ice cream. Für die Kinder. Das war's mit Boss Nummer 2 von 5. Da freuen wir uns aber. Haha. Ha. Scheiße Screen. Mit Pokémon. Brauchen wir nochmal geschwinde Musik? Alle brauchen nochmal geschwinde Musik. So, dann Spotify also. Was haben wir denn noch? Verzeih mir, wenn gibt's. Die. Jetzt sehr entspannter. Kinder sind Leute von heute. Das war's für heute mit Pokémon. Wir vervollständigen schon unsere Sätze. Das war's für heute mit Pokémon. Das Wochenende wird es von mir keinen Stream geben. Dafür ist sehr viel Content vom lieben Manuel. Horizon Forbidden West erscheint. Und da wird es den ein oder anderen kurzweiligen Stream geben. Also, besser gesagt, er belagert das ganze Wochenende. Baba. Er belagert dann das ganze Wochenende. Und ja, hat aber auch recht. Sauber Release zocken, schaut bei ihm, lasst ihm ein paar Views da und ein bisschen ein Like und ein bisschen Spannung und ach ja, schaut ihm einfach zu, wie das so ansteht. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann demnächst wieder, wenn es heißt Pokémon oder Forza oder Landi oder was Gott ich was. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Arrivederci und ciao. Make it last a little longer. Say